Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Oracle of Ages. Wir haben vorhin gerade den vollbubig Geisterboss besiegt und jetzt sind wir auf dem Weg zum normalen Boss. Ja, tun wir dann noch ein Geld sammeln. Da brauchen wir schon den Schlüssel. Bin irgendwie schlecht. Wo sind wir denn noch nicht gewesen? Ich glaube, wir bekommen den Schlüssel da ganz rechts, wo die Kiste ist. Oder unten links. Vielleicht. Irgendwann sollten wir auch mal noch das Kraftarmband bekommen. Aber ich glaube, im Moment kommen wir da nicht wirklich weiter. Dann gehen wir mal zurück, sind wir schnell unten rum, dann sind wir nicht. Okay, dann gehen wir da rauf. So, jetzt halt ab und zu mal auf die Karte schauen, weil nicht, dass ich mich wieder verlaufe. Ist mir, oh was fürs Wunder, auch schon passiert. Ist ja gar nicht irgendwie verwirrend, die Gegend da. Denn da haben wir also noch was vergessen. Ah, genau, da sind wir ja vorher nicht nach rechts gegangen. Dort könnte man einen Schlüssel holen. Dann gehen wir doch mal. Ups, stirbst mal. Gehen wir doch kurz nach rechts schauen. Ich hätte echt gern die komische Kraftarmband, aber Herz. Das haben wir halt im Moment noch nicht. So. Da unten Schlüssel. Yay! Das heißt, eigentlich hätten wir vorne den Boss schon ein bisschen früher noch machen. Aber egal. Wen kümmert's? Mich nicht. Weil wir kommen ziemlich gut vorwärts. Also da kann jetzt echt niemand was sagen. Gehen wir dort runter, oben, Schlange weg, lassen wir uns kaputt schlagen. Ups. Und da oben. Und nach links. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob da wirklich links ist, aber ja, links ist links. Und weiter nach links. Wow, die Wege sind gar nicht irgendwie lang. So, mal schauen, was hinter der Tür sich versteckt. Oder wo wegbricht? Nein, das Rätsel, wo eigentlich gar kein Rätsel ist. So. Und Zombies. Ich denke fast, es sind Zombies. Für mich sehen die immer aus, als hätten die 4 Hände. Und ich habe wirklich jetzt gerade entdeckt, dass die so Schulterpolster haben quasi. What the fuck? Okay. Jetzt haben das schon nicht gesehen. Also vielleicht haben das gesehen, aber. Gehen wir da so und da so. Und es geht abwärts. Wow. Das Kraftarmband. Okay, gehen wir rauf. Und du erhältst das Kraftarmband. Halte den Knopf und drücke Steuerkreuz, um schwere Dinge zu heben. Yay! Ich muss gerade mal ausrüsten. So. So, jetzt mal schauen, ob die Karte absteht. Ah, ich kann. Ja, okay. Das zählt nicht als eigene Ebene. Wahrscheinlich. Es ist einfach zu voll gewesen. Nein, wahrscheinlich, weil es nicht von oben. Also von oben ab und so. Jetzt können wir. Yay! Wir können Krüge kaputt machen. Wuhu! Das heißt, wir können jetzt so da durch. Jetzt müssen wir da noch Zeug kaputt schlagen. Unseren Vorrat an Glühkernen auffüllen. Was ich jetzt auch irgendwie nicht gebraucht hätte. Und ein Ring. Awesome! Und dann gehen wir runter. Gehen wir da. Noch mehr Ring. Ein Turbo-Aufgabe, okay. So. Du gehst auch kaputt. Also eben, der Viech da, das ist kein. Also ich nehme natürlich das Weisse, wo wir oben geht, zeigt einen zweiten Arm. Das sind so 4-armige Zombies. Und ich habe mir gedacht, wie sind die 4 Arme? Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass das ja quasi ein Style ist. Mit so krassen Schulterpolster. What the fuck? Okay. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Yay, mit dem Boss-Schlüssel. Kommen wir am schnellsten zum Boss. Ich glaube, wir gehen durch Wirbel. Und dann rauf. Wir haben auch alle Schätze, wenn ich mich. Ja, wir haben alle Schätze, krass. Ist aber schnell gegangen. Ich habe den Dungeon haben wir jetzt, wenn ich den Boss nicht versau, haben wir den Dungeon in knapp 10 Minuten einfach durchlassen. Wow. Mal schauen, ob wir dich kaputt machen. Ist das da ein Hinweis oder so? Also die Formation da. Das sind ja schon so ein Hinweis. So. Jetzt gehen wir mal rein. Ich will mal irgendwas mit dem Kraftarmband machen. Ah! It's you. Please. Don't hüpf umeinander. So, jetzt müssen wir dich mit dem Schädel abwerfen. Okay. Von an. Okay, dann so. Okay, stirb. Wow. Und stirb. Nein. Das ist so gewesen.
Das ist schon gewesen. Willst du mich verarschen? Also, ich muss sagen, der erste Boss von Oracle of Seasons ist definitiv einfach gewesen. Yeah, wir sind der erste Herzcontainer. Das heißt, jetzt können wir länger überleben und Böse noch schneller fertig machen. Da geht normalerweise nirgends hin. Aber ich finde es cool, das mit den Kristallen. Oh. Du erhältst den Geist der Ewigkeit. Eine Essenz der Zeit. Mag das Leben auch enden. Er spricht fortwährend zum Herzen. Awesome, würde ich sagen. Jetzt haben wir den ersten Dungeon schon vernichtend geschlagen, würde ich jetzt mal sagen. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werde ich der Marco-Baum zeigen? Ich bin es, der Marco-Baum. Ich vernehme das Echo von einer Essenz aus den westlichen Wäldern. Kannst du dort nachsehen? Nein, guck selber. Bin ich... Oh, Martha. Hey Martha. Hab dich schon lange nicht gesehen. Block. Hast du irgendwas Nützliches? Nein, nur Rubin. Aber die nehmen wir natürlich auch gern. Aber pass doch auf, wo du hinläufst. Du bist eben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Serum zusammengeprallt. Dank dir ist mir der ganze Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Außerdem muss ich diesen Roman finden. Verflixt nochmal. Wer könnte dieses Buch haben? Ich kriege die Krise. Zur Entschädigung werde ich mir dein Zeug schnappen. Ja, ich brauche sowieso noch mit Rubin, weil der Rest kann ich mir selber wieder irgendwie besorgen. Gib mir den Rubin. Uff, du mieser Kleiner. Das merke ich mir. Ach ja, ist immer so nett, wenn man sieht. Ah, wir haben... Ah, Moment. Wir haben noch zwei Sachen vor. Nämlich da einmal ein Geist. Hey Geist. Endlich kommt jemand. Endlich kommt jemand. Der Grabstein blockiert den Weg ins Jenseits. Eigentlich gehöre ich unter die Erde, oder? Ich werde es begrüßen, wenn du mir hilfst. Jo, mach ich. Warte mal. Hey. Du hast meinen Grabstein verschoben. Das heißt, freie Bahn ins Jenseits. Mir fällt ein, Stein vom Herzen. Danke. Bitte, brauch mir auch noch was. Hey, hallo. Sir, could you please give me something? Da bist du ja. Da ich ja jetzt umziehe, habe ich das übrig. Nimm nur. Ich hoffe, dass wir uns bald im Jenseits treffen. Du, da hoffe ich nicht. Du hältst die ehrlich durch. Klingt sie nicht toll? Ich glaube, toll liegt auch im Auge des Betrachters irgendwie. Jetzt können wir da... Oh, aua. Hast du dafür sterben? Danke. Gut, dann machen wir da... Ah ja, gut. Haben wir unsere Herzen gerade drauf gefüllt, das ist gut. Also die Martha ist... Dort wohnt Hexe Sirup. Und die Martha ist ihren Lehrling. Und die werden wir noch ab und zu mal so random treffen. Aber öfters. Wir brauchen sie auch einmal für das Dutzgeschäft. Für ein Dutzgeschäft. Und dann nehmen wir da mal ein Herz. Ja, du hast ein Herzteil. Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Und unter mir siehst du, wie viele Teile du hast. Wir haben mittlerweile 3, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir noch eine Gashachan-Pflanze. Ja, Gashachan-Pflanze. Die werden schon, also wir sind jetzt in der Zukunft. Das heißt, sie müssen in der Zukunft normal wachsen können. Ob sie in der Vergangenheit können, das ist die andere Frage. Da brauchen wir noch eine Feder oder irgendwas anderes, wo wir umhüpfen. Dann muss ich jetzt ja kurz mal das da wechseln. Und wir gehen in die westlichen Wälder. Haben wir auch noch etwas? Nicht wirklich, oder? Nein, da sind wir einfach gestartet. Was haben wir da? Auch nicht, da brauchen wir Federn. Okay. Dann gehen wir mal in die Stadt zurück. Weil dann müssen wir ein bisschen kaufen. Und dann würde ich sagen, ist das fast schon gewesen für die Episode. Mal schauen, Shop. Hey Shop. Wir haben schon ein Schild. Jetzt können wir noch kurz die restlichen paar Minuten die Stadt erkunden. Ah, da haben wir Glück. Okay, da. Den nehme ich gerne mit. Da können wir jetzt auch endlich an. Also endlich, wenn ihr nicht mal gewusst, dass wir ran können. Aber wir können jetzt da hin. Yeah. Das jetzt da ist vorhin ein Bärli gewesen, wo jetzt der alte Mann ist und sie ist so jung. Hey, jetzt können wir da rein, aber da brauchen wir sicher auch wieder etwas, wo wir noch nicht haben. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Wir sind jetzt noch kurz ein bisschen am Kunde. Kunde ist auch nicht schlecht.
Also ich muss sagen, für den, wo das Spiel rausgekommen ist, sieht es schon verdammt gut aus. Und es hat, ey, die Story, die ist so lang. Ich weiß nicht, ob es noch ein Gag ist, dass die wirklich haben so auf 2 verschiedene Spiele verteilen. Aber, wie ihr ja wisst, hoffentlich, gibt es 2 verschiedene Spiele, so Oracle of Systems und Oracle of Ages. Und, ich komme mir dort rauf. Egal, den muss man ihn fragen. Mein Name ist Plen. Ich bin Bürgermeister von Lenastadt. Lena hat eine lange Historie, die hunderte von Jahren zurückreicht. Damals nannte man es noch Lenadorf. Okay, ich will gerne dafür immer noch. Aber da komme ich wahrscheinlich nicht an. Egal. Und wenn ich ja genau, das 2 verschiedene gespielt hat, weil das Spiel zu groß ist. Die Story ist angeblich zu groß für ein einziges Spiel 4. Also so eine Kassette, wo man von einem Gameboy hat. Und ja. Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin Florian, der Baumexperte. Ich weiß viel über Bäume. Lass mich dir etwas erzählen. Florissa und ich sind vor kurzem Eltern geworden. Ja, wirklich! Sieh dir unseren Sprössling an. Okay, hey. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind, ein gesunder Junge. Aber mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie würdest du ihn nennen? Oh Gott, der grüßt das Dach rund. Erstmal müssen wir noch einen Namen ausdenken. Wie sollen wir den kleinen bloß nennen? Also, er heißt Florian und sie heißt Florissa. Wie wär's mit Flo? Nein, das ist einfach. Nennen wir einen. Ich weiß, wie man ihn nennen. Wir nennen einen B. Klein geschrieben. O. Ja, fast. B. Bub. Wir nennen ihn Bob. Könnte man echt sogar, das frage ich mich jetzt gerade, könnte man echt, können wir es wieder, Punkt, das ist kein Punkt, da ist ein Punkt, los, B, O, Punkt, B, fuck, naja, es funktioniert fast, wir nennen ihn Bob, okay, hey Bob, der Vorschlag ist Bob, genau. Ein toller Name, genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuch uns bald wieder, ja? Okay, ja, mache ich schon. Wir müssen doch jetzt noch einen Bob besuchen. Oh Gott. Was zur Hölle. Okay. Da einmal Oh, ich bin Troy. In meiner Jugend habe ich die Welt bereist. Zahlreiche Tiere gesehen. Sogar in meinem Alter bin ich noch mit Leib und Seele dabei. Schön, dass du hier bist, um mir zuzuhören. Ganz und uns, du ahnst nicht, was ich gesehen habe. Ich sah ein Monster, das als Wisp bezeichnet wird. Es verhext dich, dass du es berührst. Danach kannst du nicht mehr dein Schwert ziehen. Angsteinflößend. Ja, total angsteinflößend. So, war gut. Da haben wir noch den Kloma. Und dann beenden wir mal die Folge. Bitte der allwissenden Aras. Neulinge sind willkommen. Da haben wir die allwissende Aras. Okay. Das heißt, das Klo ist ersetzt worden durch einen allwissende Aras. Ich glaube, da wollen wir das nächste Mal nach links. Also würde ich sagen, vor dem Turm. Beenden wir die Musik. Beenden wir mal die Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Könnt ihr einen Kommentar drunter schreiben oder so. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!